Amen. Amen. Hey, ich freue mich auf die neue Serie, Thema Generations. Und vielleicht gerade am Anfang ein paar Worte, was möchten wir eigentlich mit dieser Serie? Unser Anliegen ist, dass wir Gottes Wirken in und durch die Generationen entdecken können. Weil wir gemerkt haben, oder weil wir immer wieder gesagt haben, Gott ist ein Gott der Generationen. Und wir werden in dieser Serie verschiedene biblische Aspekte, die mit Generationen zu tun haben, beleuchten. Wir möchten aber auch die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Generationen, die wir bei uns in der Kirche haben, feiern. Dazu gehört es, dass wir die unterschiedlichen Eigenheiten, die Generationen bei uns in der Kirche haben, entdecken, dass wir auf ihre Herausforderungen schauen, aber eben auch ihre Möglichkeiten und Stärken. Und wir werden sehen, dass sogar im Glauben nicht alle Generationen, die bei uns in der Kirche ein- und ausgehen, gleich geprägt sind und dass das Auswirkungen darauf hat, wie wir glauben. Ich möchte in dem Sinne auch sehen, wie wir uns als unterschiedliche Generationen bereichern, ergänzen können und füreinander ein Segen sein, wenn wir voneinander lernen. Und mein persönlicher Wunsch und auch mein Gebet ist wirklich, dass diese Serie dir nochmal ein neues Verständnis und eine neue Wertschätzung für die anderen Generationen geben, das nochmal wecken und dass du dich vielleicht auch nochmal neu ganz speziell kannst für andere Generationen entdecken und wir merken, aha, und ich möchte irgendwo noch ein bisschen mehr wissen, warum die Generation vielleicht so tickt oder eben vielleicht anders tickt als du. Ich möchte einsteigen, indem wir ein bisschen in die Bibel eintauchen. Es scheint nämlich in der Bibel so, als würde Gott manchmal weniger in Jahren denken, sondern vielmehr in Generationen. Wir finden oft die Aussage von Generation zu Generation. Und auch wo sich Gott persönlich am Mose in der Wüste im Dornenbusch vorstellt, stellt er sich als ein Gott der Generationen vor. 2. Mose 3. Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Und wir sehen auch, wenn wir in die Bibel schauen, dass auch gerade speziell Glaubensvermittlung, das Weitergeben von das, was einzelne Generationen mit Gott erlebt haben, was er tun hat in ihrem Leben, immer wieder im Kontext von der Familie passiert und dass es so wichtig ist, die Sachen von Generation zu Generation weiterzuerzählen und weiterzugeben. Er fordert sie im 5. Mose auf, das ist der Mose, der dort das Volk auffordert und sagt, bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. So ein Aufruf, so ein bisschen, hey, gebt das, was ihr mit mir erlebt habt, gebt das, was ich euch offenbart habe, euren Generationen weiter. Behaltet es nicht einfach für euch. Und das ist so ein wichtiger Aufruf, vielleicht auch gerade für all die älter sind. Hey, ihr seid verantwortlich, um das, was Gott in eurem Leben getan hat, das, was Gott euch geschenkt hat, wie er euch gesegnet hat, das weiterzugeben. Das an die nächste Generation weiterzugeben und sie zu prägen. Dann sehen wir in der Bibel auch, wie Gott spezifisch wirklich alle Generationen schätzt und auch an verschiedensten Stellen dazu aufruft, dass die Generationen untereinander einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander finden. Wir werden nächsten Sonntag noch ein bisschen mehr auf das Thema eingehen. Aber Gott hat ganz konkret einen Blick auf Generationen und er sieht sie in gegenseitiger Ergänzung. Dann sehen wir in der Bibel aber auch, dass das Miteinander der Generationen dazumals, so wie es teilweise auch heute ist, immer noch herausfordernd ist. In der Bibel sehen wir, dass mit Generationen oft auch ganz wichtige Zeitabschnitte verbunden sind. Und dass die Übergänge zwischen den einzelnen Generationen schon dazumals schwierige Momente sind, wo es manchmal in die eine oder in die andere Richtung hat können kippen. Wenn ihr zum Beispiel Könige durchleset. Der eine König hat wieder Gott gefolgt, der andere wieder nicht. Auch das sind überall so Generationenwechsel gewesen, die nicht immer einfach sind und wo es schwierig geworden ist. So sieht man auch heute in Kirchen, dass oft so Generationenwechsel
etwas schwierig sind. Gerade wenn ein Leitungswechsel passiert. Oder manchmal sieht man auch, dass Übergänge von zum Beispiel Teenager zu Jugendlichen oder zum Erwachsenenalter so entscheidende Momente sind, wo nicht immer einfach zu navigieren sind. Ich habe es auch spannend gefunden, ist mir plötzlich aufgefallen, dass in der Bibel oft von Zeitabschnitten von 40 Jahren gedreht sind. Und per Zufall, oder eben nicht per Zufall, ist das so ungefähr die Lebensdauer von einer Generation. Passt genau zusammen. Und im Richter liest man zum Beispiel immer wieder, und dann haben sie 40 Jahre lang Ruhe gehabt, solange der und der Richter an der Macht war. Ich weiß nicht, vielleicht erlebst auch du in deinem privaten Umfeld oder vielleicht im Geschäft oder manchmal auch in der Kirche so einen Generationenwechsel irgendwo als schwierig. Und ich möchte uns allen dazu rufen, gerade in so einem Moment irgendwo achtsam sein, das Gespräch miteinander zu suchen, anstatt voreilig irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Etwas weiteres, was wir sehen in Bezug auf Generationen, ist, dass prägende Ereignisse teilweise Auswirkungen auf ganze Generationen hatten. Zum Beispiel Exodus. Die Generation von Israel, die aus Ägypten ausgezogen ist schlussendlich zu einer tragischen Generation geworden, wo sich Gott immer wieder widersetzt hat, bis der Punkt gekommen ist, dass Gott müssen entscheiden, dass erst die nächste Generation ins versprochene Land einziehen kann. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen meine Interpretation in dem hinein. Aber anscheinend ist das Volk noch so geprägt gewesen von dieser Zeit in Ägypten. Das hat irgendwie so etwas gemacht mit ihnen, dass es ihnen wie nicht gelungen ist, auf die Gebote, die Gott ihnen gegeben hat, die lebensdienlich waren, wo er gesagt hat, wie er mit ihnen unterwegs sein möchte, sich ganz auf das einzulassen und so zu leben. Bis es am Punkt gekommen ist, wo Gott gesagt hat, hey nein, es geht nicht, wenn die Generation in das versprochene Land einzieht. Und erst die neue Generation, die schon viel früher geprägt werden durch das Erlebnis am Sinai, wo Gott dem Volk begegnet ist und ihnen die Gebote gegeben hat und schon früher in dieser Freiheit gelebt haben. Erst diese Generation durfte ins neue Land einziehen. Und genau so ist es vielleicht für uns auch wichtig, dass deine Generation hat vielleicht prägende Erlebnisse, wo dein Glaube, die Art und Weise, wie du glaubst, prägt haben. Und es ist vielleicht manchmal gut, wenn man diese Sachen entdeckt und merkt, aha, das hat auch ein bisschen damit zu tun, in welcher Zeit dass ich aufgewachsen bin. Zu dem werden wir sicher noch einiges hören. Noch etwas Letztes, was wir sehen in Bezug auf Generationen in der Bibel, ist, dass auch Segen und Fluch über Generationen ein Thema ist in der Bibel. Und in dem eine Good News für dich: Gott verspricht nämlich, dass er seinen Segen über 1000 Generationen möchte weitergeben. Der Fluch, oder man könnte anders eben dann auch sagen, die Konsequenzen, wenn Gott seinen Segen muss entziehen, wieder wegnimmt. Das ist eigentlich das, was wir darunter verstehen müssen. Das wird jedoch nur über 3 bis 4 Generationen weitergegeben. Also Gott möchte segnen und möchte das über Tausende von Generationen machen. Und das ist etwas, wo man auch heute immer noch beobachten kann, oder? Wie teilweise sich Sünde oder Fehler in Familien über Generationen hinziehen kann. Aber es ruft dir auch zu, im Gegenteil, dass du etwas aufbauen kannst. Dass wenn du mit Gott unterwegs bist, dass sein Segen über Tausende von Generationen weiterwirken kann. Dass das, was du anderen weitergibst, kann ein Segen sein, wo nicht einfach nur deine Kinder davon profitieren, sondern die Kinder von deinen Kindern und so weiter. Über Generationen weit. Und das ist cool, oder? Ja. Ein paar finden es cool. Ist jetzt vielleicht überraschend gekommen. Hey, da gibt es so viel Spannendes zu entdecken und wir werden jeden Sonntag so ein paar Aspekte aus der Bibel in Bezug auf Generationen anschauen. Wir möchten aber auch ganz konkret auf Generationen unserer Kirche eingehen. Weil es gibt so wie zwei Bedeutungen oder zwei Arten, wie man Generationen anschauen kann. Zum einen kann man Generationen so im Familienkreis anschauen. Oder? Da gibt es Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, Kind, Enkel und so weiter, so die ganze Kaskade. Man kann aber Generationen auch eher in Bezug nehmen auf Personenkreise, die zu einer ähnlichen Zeit geboren worden sind. So wie zum Beispiel eben die Exodus-Generation oder die Jünger,
wo alle in dieser Zeit gelebt haben, wo Jesus auf der Welt war und sie geprägt hat. Und Soziologen und auch Marketing-Spezialisten, die haben das gemacht für die heute lebenden Generationen. Natürlich mit dem Hintergedanken, um herauszufinden, wie ticken die Generationen und wie kann man die am besten erreichen. Wie muss man zu denen reden, dass sie es verstehen, was für Werbekanäle sind sie offen und so weiter. Und das ist aber teilweise noch recht praktisch, um irgendwo auch ein bisschen zu verstehen, wie unterschiedliche Generationen unterschiedlich auch ein bisschen ticken. Und wir haben da so eine kleine Übersicht zusammengetragen. Und mir ist mega wichtig, wenn wir das anschauen miteinander, es geht nicht um eine Schubladisierung. Und es steht nicht Zuordnung im Vordergrund, sondern es geht ums gegenseitige Verständnis. Und auch wenn ihr schaut, wegen Jahreszahlen und so weiter, die sind teilweise auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo man sich informiert, auch gerade, ob das Modell eher aus Amerika kommt oder eher aus Europa. Aber grundsätzlich bewegt es sich immer so im Rahmen von plus minus 5 Jahren. Und am besten ordnest du dich dort ein, wo du dich auch am ehesten einfach wiederfindest drin, so ein bisschen von der Beschreibung, egal ob jetzt die Jahreszahlen direkt stimmen oder nicht. Ich gebe so einen kurzen Überblick. Wir haben die erste Generation, so ganz vom Anfang vom 20. Jahrhundert, das sind Traditionals. Wir haben das so ein Symbol, wo so ein bevorzugtes Medium widerspiegelt, wie sie Musik konsumiert haben. Das war bei ihnen der Plattenspieler. Das ist so die Generation, die die 2 Weltkriege miterlebt haben. Wir haben dann die Boomers. Das ist die Nachkriegsgeneration. Da als Symbol haben wir den Kassettenspieler so quasi genommen, aber eigentlich vielleicht fast passender müsste eigentlich der Fernseher da kommen. Oder? Das ist so die Generation, wo Fernsehs gross aufgekommen sind. Wir haben Gen X, von 65 bis ungefähr so 80. Das ist die erste Generation, wo Musik mobil geworden ist, wo man rumlaufen mit so einem Walkman, wo man Kassetten rein tun und so weiter. Hat jemand von euch mal so einen gehabt? Ja, ganz viel, he? Genau. Dann Gen Y, ab 80 bis ungefähr 2000. Das ist die erste Generation, die dann auch erlebt hat, also mit dem Internet, dass das gegeben hat. Die Musik haben sie abgespielt, oder? Über iPods, die MP3-Player, wo man so teilweise mit, was habe ich mal gehabt, irgendwie so 500 Mega oder 256 Megabyte und dann hat man MP3s drauf kopiert. Napster, oder, ist da mal noch so ein Thema gewesen, das die einen vielleicht kennen. Oder wenn man sich ins Internet eingeloggt hat, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das komische Geräusch, das das Modem gemacht hat. Genau. So, das ist so die Generation. Und dann Gen Z, also die ab dem Jahr 2000 bis etwa 2010, die kennen alle da die UE-Booms mit Bluetooth und sind mit Social Media groß geworden und so weiter. Und wir werden jeden Sonntag eine von diesen Generationen ein bisschen genauer anschauen. Wir haben 3 Sonntage, wir werden auf 3 von denen eingehen und ich verrate jetzt euch noch nicht, welche das es ist heute, sondern wir zeigen einen kleinen Einspieler und vielleicht könnt ihr es anhand von dem erkennen. Die Dschihadisten werden beschuldigt. Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme. Diese Bilder werden in Die Berliner Mauer, Symbol des Kalten Krieges. Das Schlusskapitel des Krieges. Die letzten Amerikaner flüchten aus Saigon, was vielen Vietnamesen verwehrt bleibt. Vor den Toren der Botschaft drängen sich die Verzweifelten. Schon in den frühen 50er Jahren erreicht die Wirtschaft der Bundesrepublik zweistellige Wachstumsraten. Auch dank Hilfe von außen. Der Jumbojet, momentan das größte Passagierflugzeug der Welt, ist glücklich in Zürich-Kloten gelandet. Kleine Pille, große Wirkung. 1961 kommt in Deutschland ein Präparat mit dem Namen Anovlar auf den Markt, was so viel bedeutet wie kein Eisprung. Woodstock, das Festival hat unsere Musikgeschichte geprägt und verändert. Die Strahlkraft ging aber weit darüber hinaus. Jugendkultur, Politik, aus all dem ist Woodstock nicht mehr wegzudenken. We're in a space race today, just as we were in the 1960s. As one small step for man, one giant leap for mankind. Yes. Also, haben wir es herausgefunden, um welche Generation das es heute geht?
Boomers, genau, auch genannt die Babyboomers, eben so jahrgangsmässig ungefähr so 46 bis 64 umeinander. Und ich bin einmal noch nachschauen in unserer Datenbank, das sind ungefähr so 30 bis 40 Leute in unserer Kirche, die so, ich sage jetzt mal, voll in diese Range hineinpassen. Oder? Eben das andere ist ja dann die genaue Zuordnung. Die könnt ihr selber machen. Man nennt die Generation auch die Babyboomers. Ist die Nachkriegsgeneration, oder, wo der Krieg langsam fertig war. Und es war eine Zeit von einem grossen Aufschwung. Und mit dem Aufschwung ist eben dann auch so ein Babyboom gekommen. Darum Babyboomers. Ich gehe so ein paar Merkmale durch. Der Aufschwung der ist auch wirtschaftlicher Natur gewesen. Vieles ist neu aufgebaut worden nach dem Krieg. Und es ist dieser Generation schnell klar geworden, hey, es lohnt sich, jetzt hart zu arbeiten, weil es wird belohnt, es gibt Möglichkeiten, man kann etwas aufbauen. Und es ist der American Dream, der hat gelebt, sodass man eine Karriere machen kann, so quasi vom Tellerwäscher zum Millionär. Viele aus dieser Generation haben Selbstständigkeit entdeckt, aber auch sonst ist es gut möglich gewesen, Karriere zu machen und etwas zu erreichen. Eine Schattenseite von dem ist vielleicht, dass vor allem Männer so in ihrer Arbeit aufgegangen sind und sich so darin investiert haben, da etwas aufzubauen, dass sie rückblickend vielleicht dann teilweise zu wenig für die Familie und für die Kinder da gewesen sind. Sogenannte Workaholics, oder, wo alles in ihr Business, in ihre Arbeit investiert haben. Es war eine Zeit, wo man wirklich das Gefühl hatte, hey, alles ist irgendwo möglich. Und darum ist auch eines der prägendsten Erlebnisse dieser Zeit die Mondlandung. Ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit. Und es war ein regelrechter Wettstreit, welche Grossmacht zuerst auf dem Mond landet und den Weltraum erobert. Ich nehme an, die Boomers unter uns mögen sich an das Ereignis erinnern. Das Medium oder ist der Fernseher gewesen, und die Mondlandung passenderweise ist live im Fernsehen übertragen worden. Anscheinend 600 Millionen Menschen, die die live vor dem Fernsehen mitverfolgt haben. Ein riesiges Ereignis. Gibt es Leute, die sich an das erinnern? Da drin, ja, wohl. 1, 2, hä? Genau. Vielleicht auch bezüglich Glauben, oder? Es war so die Zeit, wo Grossevangelisationen auch in Europa aufgekommen sind. Es hat da viele so Zeltevangelisationen gegeben. Ein paar von euch sagt vielleicht den Namen Wilhelm Pals, noch etwas, der so ganz viele so Evangelisationen gemacht hat. Oder die einen mögen sich an das Büchlein erinnern, Jesus, unser Schicksal, von Wilhelm Busch. Das ist bei uns auf dem WC immer bereit gelegen, dass alle Gäste drin schauen können. Und es war so eine Zeit, wo der Glauben ein Stück weit noch ein bisschen internationaler geworden sind, wo Einflüsse und auch Evangelisten aus Amerika, so wie der Billy Graham, auch in Europa bekannt worden sind, dann auch gekommen sind, Evangelisationen durchgeführt haben und da sind. Ich meine, was für eine Zeit, oder? Wo so viele Weichenstellungen, so viel Fortschritt passiert ist. Jetzt möchten wir in dieser Serie natürlich nicht einfach nur die Generation kurz umreißen, sondern uns auch ein bisschen Gedanken über Stärken und Schwächen von dieser Generation machen. Und eine so eine klare Stärke von dieser Generation sind ihre christlichen Tugenden. Viele Boomers sind Menschen, die die christlichen Werte und Tugenden nicht einfach nur vertreten, sondern sie auch wirklich überzeugt leben. Sie sind engagiert, sie sind fleissig, sie sind zielorientiert und sie setzen sich für Kirche und Glauben ein und heben die christlichen Werte auf. Sie sind Menschen, die nicht einfach nach dem Lustprinzip leben, sondern sehr stark nach ihren Überzeugungen. Eine zweite, so eine Stärke der Boomers sind ihre Erfahrungen und Errungenschaften. Boomers sind Menschen, die für vieles in ihrem Leben hart gearbeitet haben, die darum gekämpft haben. Menschen, die sich auch im Verzicht geübt haben und teilweise lange Zeit auf Ziel hingearbeitet und gespart haben. Gerade zum Beispiel Eigenheim, wo viel lang gearbeitet haben, bis es ihnen möglich war, ein Eigenheim zu kaufen.
Aber durch das haben sie sich auch etwas aufgebaut, nämlich einen kostbaren Schatz an Erfahrungen, an Errungenschaften, durch all die Schlachten und Kämpfe, die sie durchgegangen sind und die sie in ihrem Leben geführt haben. Viele Boomers sind Pioniere, die Geschäfte, aber auch Werke, Kirchen und so weiter gestartet und aufbauen und maßgeblich geprägt haben. Und das oft unter enormem persönlichem Einsatz, wo sie auch bereit sind, für das grosse Opfer zu bringen. Und es gibt so viel, wo wir aus dieser Schatzkiste an Erfahrungen und Errungenschaften, die Boomers in ihrem Leben aufbauen haben, können lernen und mitnehmen. Wie überall haben die Stärken dann aber auch teilweise ihre vielleicht Schattenseiten, die zu Herausforderungen für Boomer oder eben für andere im Umgang mit diesen Boomers führen. Und jetzt bitte fühlt euch nicht angegriffen, sondern überleg für dich, ob an dem etwas könnte dran sein oder vielleicht nicht. Boomers haben sehr oft viel erreicht. Sie haben viel Lebenserfahrung angesammelt, sie haben dabei sehr klare Prinzipien und Werte entwickelt. Und das kann dazu führen, dass Boomers manchmal die Tendenz haben, dass sie eben wissen, wie es wirklich läuft. Das ist so, hey, das war bei mir so, das ist generell so und das wird auch bei allen anderen so sein, du musst es nur so machen, wenn ich es dir sage, dann kommt es schon gut. Und gerade weil viele Boomers für das, was sie erreicht haben, oft auch müssen kämpfen, haben sie gelernt, sich in vielleicht entscheidenden Situationen auch mal durchzusetzen und manchmal vielleicht auch mal ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand durchzugehen. Und das kann dazu führen, dass es Herausforderungen gibt im Umgang mit jüngeren Generationen, wo Boomers dann vielleicht manchmal in gewissen Situationen wenig Verständnis für die Anliegen und die Werthaltungen von jüngeren Generationen haben. Und gerade die jüngeren Generationen hingegen, oder, die fühlen sich manchmal so durch die Vehemenz und mit Überzeugung ausgesprochenen Werte und Erfahrungen von den Boomers missverstanden und vielleicht teilweise sogar negativ herablassend behandelt. So als kämpften die Boomers so, hey, wir wissen im Fall schon, ihr habt doch keine Ahnung. Und das hat sich teilweise dann auch in den letzten Jahren, vor allem 2019, in so einem Phänomen ausgewirkt, wo auch in der Presse teilweise bekannt worden ist, wo wahrscheinlich einige Boomer gar nicht mitbekommen haben. Ist jetzt auch nicht so, dass man das unbedingt hätte mitbekommen, aber das ist das Okay-Boomer-Phänomen. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Das ist so ein Spruch, der dann aufgekommen ist, gerade in jüngeren Generationen, mit dem sie ihr Missfallen gegenüber Auftreten und Image von so Boomers ausgedrückt haben. So, okay, Boomer, red du nur, ist ja klar. Oder wenn eben so Aussagen gekommen sind wie Klimawandel gibt es nicht, ist dann schnell so als Antwort gekommen, okay, Boomer, schon gut. Das ist so ein Phänomen gewesen, das aufgekommen ist in der Jugendkultur. Und in dem hinein sieht man vielleicht auch ein bisschen, dass eben gerade vor allem die jüngeren Generationen, die jüngsten Generationen, auch die Boomers teilweise für viele der grossen Probleme unserer Zeit verantwortlich machen. Das sehen wir heute sehr gut mit den Fridays for Future, wo eine junge Generation den Älteren vorwirft, die Welt zu zerstören, indem sie zu wenig für die Umwelt machen und auf eine Klimakatastrophe zusteuern. Das hat man auch ein bisschen gemerkt, wenn es um den Sexismus in der Gesellschaft geht, wo zum Beispiel in der MeToo-Debatte aufgekommen ist und wo dann so ein Schuldiger gesucht ist, wo man so gefunden worden ist, so ein bisschen in dem Bild vom der alte weiße Mann, wo verantwortlich gemacht wird dafür oder für den Sexismus in der Gesellschaft oder für die zum Beispiel immer noch vorhandene Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau. Und auch in Bezug auf Rassismus ist dann oft so der alte weiße Mann, wo eben die meisten mit so typischen Boomers so quasi verbindet, verantwortlich gemacht worden. Natürlich ist das einseitig, aber das zeigt so ein bisschen auf, dass es da Spannungen gibt zwischen unterschiedlichen Generationen und was in dem Sinne auch eine Herausforderung ist für die Boomers. Wie gehen sie mit dem um? Wie reagieren sie auf das? Das so ein bisschen im Generellen oder zu Boomers. Ich möchte jetzt aber den Bezug machen, Boomers und Kirchen und im Spezifischen auch unsere Kirchen. Oder was können wir von ihnen lernen oder wie können wir miteinander einen gelingenden Umgang finden?
Wenn ich heute so in die Kirchenlandschaft der Schweiz schaue, dann können wir den Boomers enorm viel verdanken. Enorm viel Gutes, was wir heute haben, ist von ihnen gekommen. Und auch wenn man zum Beispiel die GVC betrachtet, ich sage jetzt vor allem die GVC-Bewegung, dann ist enorm viel von dem, was wir haben, durch den Einsatz und die Leidenschaft von Boomer aufgebaut und geprägt worden. GVC Winterthur, die Quellenhof-Stiftung, das sind maßgeblich Boomer gewesen, die da sich drin hineingegeben haben, investiert haben und eben grosse Opfer gebracht haben, dass die Kirche und die Stiftung heute dort steht, wo sie heute steht. Und ich glaube, man darf das jetzt das ist überhaupt nicht irgendwie negativ oder positiv, sagen zum Beispiel, ein Johanneswirt ist ein Stück weit ein typischer Boomer. Jetzt, wir als GVC Zürich-Oberland, wir sind als Kirche ein bisschen jünger. Und wenn man unsere Geschichte anschaut, glaube ich, ist es vielmehr so ein Miteinander von Gen X und Boomers, die sich gemeinsam haben gewinnen lassen, um die Kirche aufzubauen. Viele Boomers auch aus unserer Kirche sind früher noch teilweise in anderen Kirchen gewesen, haben dort schon sehr viel dazu beigetragen und sind dann zu unterschiedlichen Zeiten und aus unterschiedlichen Gründen Teil der GVC geworden. Und es gibt mega viel, was ich an Boomers schätze und wo wir im Generellen von ihnen lernen, auch gerade in Bezug auf unsere Kirche. Etwas, was ich mega schätze an den Boomers, ist ihre Treue und Verbindlichkeit gegenüber der Kirche. Boomers sind im Normalfall einfach da. Für sie hat der Gottesdienstbesuch Priorität und der gehört zum Sonntag mit dazu. Da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren. Wo jetzt jüngere Generationen teilweise eher so von Sonntag zu Sonntag entscheiden, ob sie den Gottesdienst besuchen oder nicht und vielleicht teilweise sogar eher als 2 Wochen als wöchentlich im Gottesdienst sind, ist das eine Frage, die sich viele Boomers gar nicht stellen. Wenn ein Boomer glaubt, dann hat der Glaube und dann hat die Kirche einen höheren Stellenwert und sie sind verlässlich und treu mit dabei. Und das ist eine mega coole Eigenschaft. Das ist etwas, was ich mega schätze an Boomers, dass man einfach auf sie zählen kann. Was man da vielleicht anmerken könnte, ist so, dass es manchmal auch vielleicht gut wäre, wenn sie mal hinterfragen oder mal anschauen, ob sie auch wissen, warum. Oder ob sie es einfach machen, weil man es immer so gemacht hat, weil es ihnen eingebläut worden ist, dass es gut ist. Oder ob sie es wirklich aus der tiefen Überzeugung heraus machen und dem Wissen, dass sie ein Teil vom Lieb Gottes sind. Und dass es eine Rolle spielt, ob sie ein aktiver und wichtiger Teil sind oder nicht. Oder eben, ob sie das vielleicht teilweise einfach machen, weil man es als Christ so macht und weil es eine gute Angewohnheit ist. Das ist vielleicht so der Punkt, wo man in dem hinein weitergeben könnte. Etwas anderes, was ich mega schätze an Boomers, ist ihr Engagement. Für Boomers ist es klar, dass sie mithelfen, die Kirche gestalten und dass sie aktiv engagiert sind und ein Teil. Sie sind Anpacker, sie sind Macher und sie sind Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und vielleicht ist das, ich sage jetzt mal mehr in anderen Kirchen oder teilweise auch in der Gesellschaft, heute manchmal so, dass Boomers dadurch in wichtige, verantwortungsvolle Funktionen hineingekommen sind und dass es vielleicht heute manchmal gut ist, wenn sie sich überlegen, ob sie nicht dran ist, vielleicht auch einen Schritt zurück zu machen, um anderen eine Chance zu geben, zum nächsten Schritt zu machen. Und ich sage das jetzt bewusst in Bezug auf andere Kirchen und vielleicht die Gesellschaft, weil bei uns erlebe ich das eigentlich nicht so. Und ich möchte gerade in Bezug auf unsere Kirche euch Boomers ein wirklich grosses Danke zurufen. Und euch an dieser Stelle auch sagen, hey, wir brauchen euch weiterhin und ich erlebe es phänomenal, wie ihr da seid, wie ihr mithelft, wie ihr anpackt, ohne euch irgendwo, ohne damit anderen Leuten etwas zu versperren. Ich erlebe euch so, dass ihr sagt, hey, ich bin da, ich supporte, aber wenn es jemand anders, wenn ich jemand anderem im Weg stehe, dann mache ich noch so gern Platz. Und an dieser Stelle möchte ich euch für das wirklich einfach klatschen und vielleicht können wir auch generell einsteigen. Es ist so cool, wie unterstützend ich das bei uns in der Kirche darf erleben, wo ich manchmal von anderen Pastoren aus, nicht aus der GVC-Bewegung, sondern ehrlich gesagt häufig aus anderen Denominationen höre, wie das oft manchmal nicht eine einfache Situation ist. Echt stark, dass wir das bei uns so leben können. Etwas weiteres,
was ich an den Boomers schätze, ist ihren starken und unerschütterlichen Glauben. Und ich glaube, an dem können wir wirklich auch noch mal etwas lernen von dieser Generation. Ich schätze, dass ihr Boomers oft so einen starken und unerschütterlichen Glauben haben. Ein Glaube, der durch die Herausforderungen und Stürme von eurem Leben gestärkt worden ist, gefestigt worden ist und der verhebt. Und wo ihr wisst, wo ihr euch auch in schwierigen Situationen an dem festkrallt. Und ich möchte euch an dieser Stelle diesbezüglich auch zurufen, dass ihr mit dem könnt zu einem Felsen werden für andere. Zu einem Felsen werden für andere Menschen in unserer Kirche. Dass ihr könnt nicht nur der Kirche, sondern eben einzelnen Personen Halt geben, Stabilität geben, dort, wo sie das suchen. Und das ist so wichtig. Und gerade in dem hinein, glaube ich, das ist einer der grossen Beiträge, die ihr in unsere Kirchen hinein könnt leisten könnt. Sofern es euch gelingt, in dem hinein unterstützend zu bleiben und das Verständnis für die Fragen und vielleicht auch die Unsicherheiten, die jüngere Generationen haben, aufzubringen und sie nicht einfach mit, ich sage jetzt mal so, einfachen Antworten abspeisen. Weil das ist genau so der Punkt, wo ich würde sagen, das ist dort, wo auch ein grosses Potenzial noch drin liegt, im Umgang mit Boomers, im Umgang untereinander in der Kirche. Die Sicherheit und die Stabilität, die Boomers im Glauben haben, die kommt oft aus einer Sichtweise, die auch relativ stark von so ein bisschen Schwarz- und Weiß-Denken prägt ist, wenn ich das so sagen darf. Und gerade im Umgang mit jüngeren Generationen kann es vielleicht auch für euch Boomers hilfreich sein, Verständnis dafür aufzubringen, dass andere Generationen mehr mit Grautönen denken. Und Situationen und Sachen öfters in mehr Grautönen sehen und dass für sie so ein Schwarz und Weiß manchmal eher abstoßend ist und sie das als zu absolut, zu hart und nicht hilfreich empfinden. Und das ist ein Punkt, wo, glaube ich, wenn wir das schaffen, enorm wertvoll werden für uns als Kirche, oder? Ein Beispiel, wo mir das zum Beispiel auffällt, das ist vielleicht auch gerade aktuell teilweise ein Thema. Boomers sind in einer Zeit aufgewachsen, wo Endzeit ein riesiges Thema war und wo Endzeiterwartungen immer düsterer geworden sind. Das ist vor allem ausgelöst durch den Kalten Krieg und das Angstklima, das sich in dem breit gemacht hat. Und das hat dazu geführt, dass ganz viele Endzeitspekulationen die Runde gemacht haben. Prägend und fast symbolisch dafür ist das Buch, das ich mir dann da mal gekauft habe, weil ich einiges darüber gelesen habe oder gemerkt habe, mega viel, was ich von eben genau dieser Generation in Bezug auf Endzeit oft höre, sehr gut übereinstimmt mit dem, was da drin steht. Das Buch heißt «Alter Planet Erde, wohin?» von Hal Lindsey. Und spannend ist auch gerade, dass in der jetzigen Zeit immer wieder einiges von dem aufflackert, gerade wenn es um einen zukünftigen Weltherrscher geht, der soll kommen und dass auch wieder so die eher düsteren Töne, wenn es um Endzeit geht, die Runde machen. Und vielleicht eben dort im gegenseitigen Miteinander haben vielleicht auch schon gemerkt, dass heute viele Theologen, jüngere Generationen, das versuchen, ein bisschen weniger absolut anzuschauen, eine differenziertere Sicht darauf haben und sehen, hey, da gibt es aber auch ganz viele andere Arten, wie man auf die Offenbarung schauen kann, wie man die Sachen, die dort drinstehen, kann interpretieren und dass das vielleicht nicht unbedingt nur so düster muss sein. Auch bezüglich Bibelverständnis haben jüngere Generationen häufig ein bisschen ein anderes Verhältnis, wo nicht alles nur, weil es jetzt einfach so wortwörtlich in der Bibel steht, dann auch so muss verstanden werden, sondern wo sie mehr auch anschauen, was steckt da dahinter und in dem Sinne eben auch gewisse Grautöne sehen und das mehr so anschauen. Ich glaube, in dem Sinne wird so für die Boomers in den kommenden Jahren die grosse Herausforderung sein, dass von ihnen ein Stück weit auch immer mehr geistliche Reife gefordert wird. Weil die Kirche wird sich verändern und immer mehr werden Jüngere mit teilweise anderen Herangehensweisen Verantwortung übernehmen. Oder? Das ist für die einen wahrscheinlich nur schon nicht ganz einfach gewesen, als Steffi und ich gekommen sind. Und sich auf das einzulassen und eben zu merken, dass vielleicht nicht nur die Verpackung der Kirche sich immer wieder ändert, sondern dass vielleicht auch in der Art und Weise, wie über gewisse Themen nachgedacht wird und dass dort plötzlich mehr Grautöne drin Platz haben.
kann etwas sein, wo herausfordernd ist und wo geistliche Reife erfordert, auch wo Boomers vielleicht drinnen noch einen Schritt machen können. Und schaut, ich möchte euch zurufen in dem nochmal, wenn euch das gelingt, dann sind ihr Boomers Felsen, wo anderen einen Halt geben, wo andere von euren Erfahrungen könnt lernen und auf eurem Erbe, dem, wo ihr aufbauen habt, dem, wo ihr drin hineingegeben habt, könnt aufbauen, vorwärts gehen und könnt Kirchen bauen, die Zukunft hat. Kirchen könnt bauen für die zukünftige Generationen, Kirchen für ein Heute, wo vielleicht nicht mehr alle am gleichen Ort stehen, wie das vielleicht früher ähnlich war. Also ganz zum Schluss etwas, wie wir miteinander vorwärts gehen als Kirche. Wie das gelingen kann. Der Paulus hat das in einem Brief an Timotheus auf eine geniale Art und Weise auf den Punkt gebracht. Ich lese euch den Vers vor, 1. Timotheus 5, 1-2. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, wenn du ihn ermahnen musst, sondern rede mit ihm wie mit einem Vater. Die jungen Männer behandle als deine Brüder. Sei zu den älteren Frauen wie zu deiner Mutter und zu den Jüngeren wie zu Schwestern, aufrichtig und zurückhaltend. Also die Jüngeren raten da den Paulus, die Älteren mit ihrer Lebenserfahrung und ihrem Engagement zu wertschätzen. Und schaut, wir können so viel von euch Boomers lernen, von eurer Treue und Verbindlichkeit gegenüber der Kirche, von eurem selbstlosen Engagement, eurer Bereitschaft, auch den Preis zu zahlen für das, was einem wichtig ist. Von eurem unerschütterlichen Glauben und eurem Durchhaltewillen, wo diesen Kämpfen, die ihr im Glauben ausgefochten habt, und auch so, das ist etwas, was mir in letzter Zeit wieder aufgefallen ist, so das Schritt für Schritt vorwärts gehen und dranbleiben. Wo, ich sage jetzt mal, wir jüngere Generationen manchmal einen Glauben haben, der viel schneller sich einfach nach einem übernatürlichen Wunder sehnt und wo wir uns manchmal schwer tun damit, wenn es nicht passiert. Wenn Gott den langsame, schwierige Weg mit uns geht. Das sind Sachen, die wir von euch lernen können. Und wir sind, ich rede jetzt hier zu allen jüngeren Generationen, aufgerufen, Boomers als Väter zu sehen, die das Beste für uns wollen und von ihnen in dem zu lernen. Und für die Älteren ist der Ratschlag, dass sie sich den Jüngeren als Brüder und Schwestern anbieten sollen. Nicht als Lehrer, die es besser wissen, sondern als Begleiter, wo die Jüngeren in ihrem eigenen Prozess begleiten und unterstützen. Als Felsen, die Stabilität geben, die helfen, das Ziel im Auge zu behalten, die ermutigen und helfen, die ermutigen und einfach da sind, sind. Ich möchte beten, kommt mit. Steht doch alle auf und möchte nachher noch schnell etwas sagen zu dieser Zeit nachher. Jesus, ich danke dir so für all den Erfahrungsschatz, der starke Glauben und die Treue und Verbindlichkeit von den Boomers in unserer Kirche, die so wertvoll sind für unsere Kirche, die so viel reingehen, die so viel geprägt haben. Die Stärken, die du ihnen gegeben hast. Und auch einfach, dass wir so ein gutes Miteinander in unserer Kirche haben, auch gerade eben im Umgang mit dieser Generation, dass sie so supportive sind, so da sind, so unterstützend mithelfen, dort, wo sie können, ohne anderen im Weg zu stehen. Das ist so ein Privileg, das zu haben. Und Jesus, ich bitte dich wirklich, dass wir jetzt in dieser Zeit, wo wir jetzt noch haben, uns auch noch mal Gedanken darüber machen und du kannst reden zu uns, zum Anschauen, wo können wir lernen von ihnen, wo können wir Schritte aufeinander zumachen, wo sind vielleicht auch Vorurteile herum, die gar nicht wahr sind und wo wir so irgendwo noch mal zusammenwachsen zu einer Einheit, die sich gegenseitig unterstützt, die gegenseitig da sind. Und ja, ich wünsche mir, dass die Boomers so Felsen sein in unserer Church, die heben und die anderen auch Halt und Sicherheit geben mit ihrer Erfahrung und diesen Kämpfen und diesen Sachen, die sie alle schon durchgekämpft haben und diesen Erfahrungen, die sie gemacht haben, in dem hinein. Komm du in die Zeit hinein, Jesus. Red du zu jedem Einzelnen von uns. Amen. Wir können gerade stehen bleiben, wir gehen nachher